Also mich interessieren zum Beispiel im Weißen Haus, was da alles verschleiert wird. War sehr auffällig, das Ganze, die Bullen sind gekommen. Wann ist Canceln für die gerechtfertigt? Was ist was gar nicht geht? Super. Treffer. Hat man jetzt auch noch so ein bisschen gelernt. Prost. Und grüß dich erst einmal. Schön, dass du da bist. Freut mich total. Freut mich auch. Bin sehr aufgeregt. Schau mal, was da kommt. Ein kleiner Lustdrap. Lecker, lecker. Hört's einmal zu, das ist ASMR. Dass Faultiere keinen fahren lassen können, weil ihre Verdauung so langsam ist, dass die Gase einfach aus ihrem Mund entweichen. Okay. Das ist geil. Wir haben schon angestoßen, Ja, gell? Wir ja. haben noch nicht getrunken, jetzt machen wir es nochmal richtig. Heute gibt es ein Chiemseer. Nicht, weil wir gesponsert werden oder weil ich großer Fan bin davon. Also, Weder noch, ist mir auch wichtig zu erwähnen. Ich bin kein Fan vom Chiemseer, aber mir ist auch wurscht. aber beim dem Metzger, wo ich gerade noch was geholt habe, gab es nur das oder einen Russen und dann habe ich mich fürs Chiemseer entschieden. Ja, also definitiv. solides Bier, kann man gar nichts sagen. Chiemseer sind die Arschlöcher von La Banda saufen. Nein, die saufen irgendwas anderes, die werden von einem anderen Bier gesponsert. Echt? Nein, Und zwar? das ist irgendein Weißbier. So ein, Bäh. ja, Ah ja, doch, der Nicht letzte Hopf. Schneiderweiße. Schneiderweiße, genau. Ja. Habe ich keine Meinung dazu, muss ich ehrlich sein. Du weißt nicht, wann ich Hab schon ich noch nicht getrunken habe. getrunken. Nein. Weil ich komme aus der Gegend, wo Hopf in der Nähe ist. Also, Ja, gut. und das ist köstlich, warum soll ich dann was anderes probieren? Es wird nie ein besseres Weißbier geben Nein. als Hopf. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder am Biergame zurück sind. Ja. Bei den Podcasts, das macht es schon nochmal. Macht es weniger amtlich, finde ich. Ja, er ist einfach grilliger. Ja, und auch die Rölpser dazwischen. Ja, die Das- kriege ich mit einem Kaffee ja nicht hin. Nein, null. Auch mit einem Cola Light nicht. Und ich finde, das zeigt jetzt gerade auch wieder, wie egal uns die Bierwahl ist. Du hättest jetzt kein Bier mitnehmen können, wo ich mir denke, also ich hätte mir schon gedacht, aber mir war es völlig egal gewesen. Im Endeffekt Ich hätte jetzt Bier getrunken. auf alle Fälle. aber Und es auch gibt ohne schon mich ein paar. groß zu beschweren. Es gab halt schon ein paar, wo ich mir denke, Worauf jetzt sehr wenig Lust? ja, Wolltest du Löwenbräu sagen, oder? mit Löwenbräu sagen. Ja. Ist Aber- Löwenbräu so schlimm? Das habe ich jetzt schon her, wenn es um eklige Biere geht, her Löwenbräu immer sehr, sehr Also früh. Wie gesagt, wenn du eins trinkst, passiert es wahrscheinlich nicht. Auch vom Löwenbräu kriege ich halt schnell Kopfweh auf jeden Fall. Genauso wie vom Hacker. Na, aber also trotzdem ist das Löwenbräu immer nur besser wie jedes Bier, das nicht aus Bayern, also jedes Preisenbier. Ja. Also so, auf was hätte ich keinen Bock auf ein Becks, weil das schmeckt mir echt nicht. Nein. Also Jever. Jever, ja. Insgesamt, ich finde, dass wir Bayern bessere Pilze machen. Ich habe zu wenig Pilzerfahrung, muss ich sagen. Was ist ein gutes bayerisches Pilz? Nordbräu, finde ich. Nordbräu klingt so gar nicht bayerisch, Das aber. ist von Ingolstadt. Ja, klar, da haben wir ja schon ein paar Mal da. Ja. Das ist da ein Bär drauf, kann das sein? Irgendwie ist überall ein Bär drauf. Das ist Hier, so schau. klar. Ja. Bär. Hoppala. Das kommt zufälligerweise vom Rosenheim am Inn, oder? Kann das sein? Das kommt sehr. Ja, Naja. naja. Genau. Was ist die Woche alles passiert? Wir haben eine Musikvideoaktion in Minga gemacht. Richtig? Können wir noch nicht zu viel verraten. Das ist ein kleines Ja, Geheimnis. aber war richtig entspannt, war sau lustig. Ja. Die Leute waren höchst motiviert, es hat richtig Spaß gemacht mit denen, finde ich. Weißt du, warum es so witzig war? Weil es ein Sonntag war und Und? wir Bier gesoffen haben. Und der wichtigste Faktor, Na, aber wo einen kurzen. noch ein wichtigerer Faktor. Gruppendynamik, Öffentlichkeit, Auch gut, auch gut. schönes Wetter. Keine Weiber. Ach so, ja. Ja, Es waren keine Weiber dabei. gut, ja. Und das macht so einen Dreh, oder mein Gott, so einen Tag an sich War so herrlich, unfassbar angenehm. Das war Ja. nicht irgendwann, der gesagt hat, mir ist zu kalt. Nein. Die größte Panik ist aufgekommen, als das Bier leer war, weil wir waren so blöd und haben für einen 3-Stunden-Dreh nur 6 Kästen gekauft für, ich weiß nicht, ob wir jetzt 30 Leute Ja, ich waren. glaube sowas, ja. Sowas, das bedeutet, das kann man sich ausrechnen, 4 halbe. Boah, das weiß ich gerade wirklich. 4 halbe für jeden in 3 Stunden, ja gut, nein, ist echt nicht viel. Ja, aber es hat schon. Aber es waren halt einige Fahrer. Ja, muss man auch waren ein dazu paar sagen. Fahrer, wir haben ja noch ein paar Shots haben wir noch gehabt. Ja. Eben von Julian Kurzen, die das Musikvideo sponsern.
Ja. Merci an der Stelle. Unterstützen. Ja. Sagen wir so, okay. Weil Sponsor jetzt so oft. Ja, ja. Partner, ja. Freunde. Freunde mit einem Partner, guten, mit einem guten Produkt. das Likörchen. man Guten Gewissens. Ich weiß nicht, ob es ein Likör ist. Ja, doch, ja. Schon Und der Likör. Haskapbeere. Ja. In Kenia, ja. In Kanada, Kenia, mein lieber sehr verbreitet. Bei uns gar nicht. Jetzt die Haskapbeere gerne mal googeln, wie Ja. die ausschaut. Ich stelle mir es vor wie so eine Mischung aus Hagebutte Ja, und irgendwas Größerem. Also ich stelle mir so eine große Hagebutte vor. ja, Und da bin ich eine Mischung, wie wenn eine Hagebutte einen Apfel fickt. Ja. Aber so rum, nicht andersrum. ja. Also nicht, weil das Sauwebe, denke ich mal. Wahrscheinlich, ja. So stellen wir Haskapbeere vor, später werde ich es einmal noch googeln. Googelt das einmal, wie die ausschaut und schickt uns ein Bild auf Instagram. Ja. Genau, das ist passiert. Ja, also wir haben für ein bisschen Aufsehen gesorgt, war so eine kleine Guerilla-Marketing-Aktion, würde ich mal sagen. Ja. Es sind viel gefilmt worden, war sehr auffällig das Ganze, die Bullen sind gekommen, aber wir hatten eine Drehgenehmigung. Zum ersten Mal in unserem ganzen Leben haben wir in einem öffentlichen Raum eine Drehgenehmigung gehabt und das war ganz geil. Also ich muss ja immer wieder sagen, haben wir schon oft genug darüber geredet, weil sich so viele Leute über die Polizei aufregen. Ja, Das waren ein Beamter und eine Beamtin, ja, die gekommen sind und man hat schon gemerkt, also natürlich haben sie jetzt nicht mega Bock gehabt, da eine grüne Meute auch zum Sprechen, Ja. aber die waren von vorn bis hinten mega freundlich, Ja. mega kooperativ, glaube ich, wir auch ja, kooperativ schon, waren. gab ja keinen Grund. Drehgenehmigung geben. Sie liest sich das durch. Oder Ja, er liest ja, es durch, okay. er, weil sie. Also das hat das war wieder so ein Schau, wo ist der 20-Minuten-Moment. nächste Tamponautomat? Ja, richtig. Oh, ich habe ja zufälligerweise noch 2 Paletten in meinen Hosentaschen für den Ernstfall. Ja. Und dann liest das durch und weil er ist ein Mann und der hat sehr gut lesen können. Ja, sehr schnell. Ja. Sehr schnell. Ja, sieht alles richtig aus. Und sie dann, das hat sie sich nicht nehmen lassen. Einen flapsigen Spruch. Ja. Also, ja. Und das noch eine Frage. Das Grölen und Bier trinken oder Alkohol trinken gehört zum Drehgeschehen mit dazu. Und sagen, schon, was ist ein ist das? Musikvideo. Das ist ein Musikvideo und Sponsoring. Ja. Die Getränke müssen ja auch inhaliert werden. Ja. Und ja, klar, jetzt okay. dann viel von euch sagen, okay, an einem Sonntag plus noch Volkstrauertag in der Innenstadt rumzubrüllen und Bier zum Saufen. Perfekt. Ja. Warum wird da getraut, weißt du das? Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil wir wieder irgendwas angestellt haben. Ja, schon. Danke, Hitler, dass du uns am Sonntag auch noch versaut hast. Was wird am Volkstrauertag betrauert? Volkstrauertag, das ist ein staatlicher Gedenktag, den sogenannten stillen Tagen. dass der Osten wieder dazugekommen ist. Ja, Das wird betrauert. um die gefallenen deutschen Soldaten scheinbar. Okay. Stiller Feiertag. Ja, so still war er nicht, Nein. gell? Muss ich auch sagen. Na, geile Meute, muss ich dazu sagen, coole Crew. Und das, was mich am meisten gefreut hat, ist, das war nicht so, der Dreh ist vorbei und alle wollten sofort weg, das sowieso nicht, sondern die waren echt happy, Ja. dass dabei sein haben können. Und das merkst du ja noch halt auch, weil wir sind da so lang rummarschiert. Ja. Immer wieder die gleichen Aufnahmen und da war keiner irgendwie. Nein, im Gegenteil. Es gibt noch einen Punkt, den muss ich mit euch besprechen, mit euch Arschlöcher, die beim Dreh dabei waren. Einer von euch Wichser hat meinen Donut gegessen. Da kann ich austicken. Da kann ich wirklich richtig austicken. Der Kid Rap ist mein Zeuge. Das war ein wunderbarer. Was war das? Das war Dunkin' Donut, also nicht irgend so ein. Mit irgendeinem Twix-Scheiß drauf. Ja. Mit irgendeinem Twix. Ich mag Twix. Ja. ich mag Twix echt war, gern, glaub ich, Kid so, es Rap. war Cronut. Ja. Und dann frage ich, hey. Alles Ich cool. weiß nicht, ob das echt einer von denen war. Ich glaube, das war einer vom Team. Also, das macht doch keiner von uns. Also, wer soll denn das gewesen sein? Also so als Witz könnte man schon vorstellen, dass der Harry oder der Tom den gefressen haben. Warte mal kurz Pause. Ja. So, jetzt haben wir kurz unterbrechen müssen wegen einer wichtigen Ticketbuchung. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir waren. Wir haben darüber geredet, dass der Donut gefressen worden ist. Das war so das letzte. Cronut. Cronut. Scheinbar, ja. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob es nach wie vor einer von uns war. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn dann aus humoristischen Gründen, nicht aus bösartigen Gründen. Aber dann ist es auch Ja, noch lustig, aber wenn man dann, es sagt. ja, schon, finde ich. Ja, dann Und dann, wenn man beide frisst. Tom, wenn es du warst. Egal. Ja. Dir verzeih das. Vielleicht Gar kein was Ding. das, die eine Frau, die dabei war, die hat die ganze Zeit nichts zum Tag gehabt.
Stimmt, ja. Das kannst du sagen. Mutmaßen. Ja, man weiß es nicht. Was noch ganz wichtig war, was die Woche passiert ist, ich bin vom MJ fein ausgeführt worden zum 60er-Spiel. 60 gegen Unterhaching. Erstens, ich bin wieder komplett drin in dem Fußballding. Du hast, Kid Rap hat sich das den nächsten Tag ungefähr 4 Stunden anhören müssen. Ja. Und wie gesagt, wir müssen ASAP auf ein Spiel. Ja. Ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, wir haben wahrscheinlich einige Fußballfans unter euch. Aber wie geil ist das einfach? Du fährst mit dem Zug nach Minganei, gehst in irgendeine andere öffentliche, da siehst du schon überall in die Fans. Es ist scheißegal, was für eine Mannschaft, möchte man dazu sagen. Völlig egal, es geht nur um den Vibe an sich. Alles voll Assis, du steigst aus, hier überall in die Fanbusse. Ein Biertisch, 6 Kästen drauf. Das ist der ganze Bereich vor dem Stadion war wie Festival. Das war einfach nur so geil. Und du machst halt nichts anderes als sitzen. Das ist ja eh schon mal unendlich. Ja. Eigentlich ist das wie Bierzeit. Ja. Nur, dass du halt, sag ich mal, wenn du willst, auch deine Fotzen halten kannst und zuschauen. Spiel war allerdings ein absoluter Albtraum. Also 1860 gegen Unterhaching. 60er 3-1 verloren. Ist das sowas wie ein Derby dann, oder? Ja, sie nennen es als U-Bahn-Derby. Okay. Ja. Weil ich schätze mal, weil die U-Bahnen miteinander verbunden Das ist sind. dritte Liga 60, oder? Ich bin echt gar nicht drin. 60 dritte Liga, Okay. Platz 10 war zumindest, wo ich das letzte Mal geschaut habe. Und Okay. Unterhaching auf dem vorletzten. Okay. Also die waren machbar gewesen, aber der erste Ball, Flanke von der, keine Ahnung, Mittellinie oder so, 4 ein Strafraum, Ja. der Vollart geht hier, der Torwart. So was noch nie erlebt beim Profispiel. Will den fangen und dann geht er ihm aus der Hand ins eigene Tor. So was habe ich noch nie erlebt. Und das Schlimme ist, ich weiß noch, ich bin das restliche Spiel bin ich dann da gehockt und jedes Mal, wenn er einen rollenden Ball aufkommt, dann habe ich halt laut applaudiert. Oh, super, klasse. Und am nächsten Tag haben die 60er ein Statement hochgeladen über das Dass er einen Schlaganfall gehabt hat. ja, dass es für den Torwart so schlimm war. Okay. Dass alle Leute, weil die Unterhachinger haben dann auch seinen Namen gesungen, was echt geschert ist. Vor allem ist er ein ehemaliger Unterhachinger, was das Ganze noch schlimmer macht. Und also er ist von den eigenen Fans verhöhnt worden, von den Unterhachinger ist er verhöhnt worden. Und ihnen ist auch aufgefallen, dass an sich gute Aktionen hämisch beklatscht wurden. Oh, ja. Fuck. Also ein bisschen wie wenn am Kellner was runterfällt und dann klatscht man. Ja, Nicht ganz so schlimm, ja, aber ja, nur anonymer. Ja. Nur ein bisschen anonymer. Aber ich war halt fad, was soll ich machen? Das hat mich halt genervt, aber Entschuldigung, Ja. falls du unseren Podcast hörst. Ja. Wenn man mal ehrlich ist, ist der 60er-Fan für einen Geldbeutel viel besser wie Bayern-Fan sein. Während der dritten Tausendmal. Liga, was kostet ein Ticket? 12 Euro wahrscheinlich oder sowas. 4 Euro. Nein, 37 Euro Was? Sitzplatz. Loge. Nein, nicht Loge. Ja, ich war aber auch überrascht. Das kostet bei den Teizer Löwen ein Zehner. Ich glaube, dass du das Geschenk kriegst. Ja. Das kriegst du wahrscheinlich mit so einem Kurticket. Ja, dazu. stimmt, ja. Kannst du schön Stadtbus fahren. Ich glaube, günstiger ist nur noch das Ticket von den Schlesischen Renken. Ja, Ich glaube, da geben sie, ich glaube, da locken sie die. Ja. Da gibt es vielleicht, ich Ja, weiß weil nicht, es was. teurer ist, Ja, das Moos weg zum Kratzen von den Sitzplätzen, weil nie eine Sau zuschaut, wenn sie da Ja. mal hier hockt. Ich glaube, dass die ersten 100 Leute ein Freibier kriegen oder sowas. Weil anders kriegst du das wirklich nicht. Und dann kommt keiner. Natürlich nicht. Ne? Weil dann sagen, ganz ehrlich, so jetzt ausrücken oder sauf ich einfach das 1-Euro-Bier bei mir daheim. Ja. Könnten sie mich am Arsch lecken. Ja, und allein, also 60er-Fan zum sein, ist insofern auch viel praktischer. Erstens, also in diesem Grünwalder Stadion. Ja. Also das ist halt, dass du jetzt am Kreisligaspiel zuschauen. Du sitzt da 2 Meter vom Spielfeld weg. Die sind ja zum Greifen nah, die Löwen, gell? Ja, Fälle. Weil sie halt auch so unfassbar schlecht sind. Ja, weil sie dann noch alle in irgendeinem Kiosk einen Nebenjob haben. Stimmt, ja. Die fahren direkt mit dem Radl eigentlich dann zu einer ersten Schicht an der Bar. Ich glaube, 60er-Spieler geht es ein bisschen wie uns. Die werden wahrscheinlich auch immer gefragt, ob sie davon leben können, was sie machen. Da mich echt interessieren, was ein 60er-Spieler. Also der verdient. Drittligaspieler, ja. Ich weiß Ja, nicht. ja. Also eine zweite Liga kannst du safe davon leben. Zwar nicht gut wahrscheinlich, aber Ich glaube an der dritten Liga. okay. Ja, Glaub glaub's. Gut, manche Eishockeyspieler kriegen schon Geld gern. Also nicht viel dann auch, die kriegen dann oft noch eine Wohnung oder sowas und dann noch 800 Euro und das gelangt ihnen unter die Haut rein. Jetzt muss ich wissen. Ja, was mich rein aus Interesse,
mal interessieren darf, weil es irgendwie immer brutal fancy ausschaut, obwohl mir der Sport so absolut gar nicht interessiert, ist ein Basketballspiel vom FC Bayern. Ja, da mich tatsächlich null interessieren. Okay, Wobei ich schon glaube, in diesem Ding zum Hocken. Es schaut schon geil aus immer irgendwie so und die Leute gingen auch voll ab und es ist halt auch schneller wie Fußball an sich. Aber mir juckt halt Basketball noch weniger wie Fußball. Ja, also Basketball ist für mich einer der schlimmsten Sportarten, weil es da einfach, ja sagen wir mal, das ist zu hart. Nein, nicht einer der schlimmsten. Also zum Zuschauen, keine Ahnung, finde ich, also gibt es ja 100 Sportarten. Also Baseball war viel langweiliger, Tennis ist sau langweilig, jede Art von Wintersport ist sau langweilig. Ja, außer Biathlon. Eishockey geht Sag noch mal, zum Biathlon. Zuschauen. Okay. Was? Jetzt kommen wir mal ein bisschen blöd vor. Warum? Drittligist, Fußballer in der dritten Liga verdient im Schnitt 120.000 Euro im Jahr. Ah, okay. Dann ist das besser wäre. Spitzenverdiener in der dritten Liga können bis zu 250.000 Ah, okay. verdienen. In der Stabil. zweiten Liga liegt man so bei 450.000 Euro und in der ersten bei rund 2 Millionen. Ja. Ja, aber es ist Dann kann ich auch noch spielen auch wieder. Vom Fußball spielen auch schon, wieder. ja. Weil das, was der Vollat gemacht hat, Nein, das das ist ja kein Verhältnis mehr, dass die so viel verdienen. Nein, das ist und der schon- Krankenpfleger nicht. ein Krankenpfleger nicht, eine Krankenpflegerin auch nicht. Nein. Erst recht nicht. Nein. Äh, Ein mittelmäßig jemand im bayerischer Schützenverein. Rapper auch nicht. Ja, jemand im Schützenverein. Was Nein. verdient der? Nix. Der macht das Der Zeug schießt, Gaudi. schießt. Der trifft. Ja. Ja, krass. Ja. Nicht schlecht. Wow. Und dafür hätte man auch mal ein paar Bälle hier durch. Ja. Den hat sicher der Schwabel gezahlt. Ja. Wer ein paar brüllt haben. Ja, ich glaube, dass Fußballspieler schon auch einer von den nervigsten Jobs ist, die wo man so. Also glaub, die Schiedsrichter ist einer der die nervigsten. Öffentlichkeitsarbeit da ist schon. Weil du kannst das ja, sogar wenn du gut spielst, ist ja die Hälfte vom Stadion meistens pisst. Also wenn du jetzt halt. Also wenn du verlierst. Nein, wenn du gut spielst. Also sagen wir, Ach du bist so, der die 60er, anderen. Ja, genau. Dann wärst du von der Hälfte vom Stadion beleidigt. Aber werden oft gute Spieler von den anderen beleidigt? Ich krieg das irgendwie selten Also mit, ich ehrlich glaube gesagt. Also, schon, um die zu verunsichern. Ich glaube im Stadion so Fanchöre, vielleicht ist nicht explizit die Ja, doch, einzelne Mannschaft. letztens erst der TikTok gesehen, wo einer am Eckpfosten steht und ein paar so besoffene britische Fans, wirklich, also ich glaube 5.000 Leute, you're a shitty face oder sowas singen. Ja. Und dann hat er die perfekte Flanke und Tor und dann ist er da gestanden. Ja, das ist dann schon geil. Glaub, Das ist saugeil, ja. Ja, also, wie gesagt, nochmal, Na, scheißegal was für ein Verein, aber da drin zum sein, einfach nur Bier zum Saufen, so komplett ohne Grund. Nein. Es gibt nämlich keinen Grund da jetzt. Definitiv nicht. Nein. Du bist da und es sind ja ganz viele andere Leute da, die Bier saufen. Ich bin innerhalb von 10 Minuten mit 10 Leuten ins Gespräch gekommen. Ja. Einer davon, die zwei links neben mir, hat gefragt, ob wir dann auch noch gemeinsam was zeigen sollen. Ja. Und dann denkst du, ja, alles klar, netter Typ. Ja. Super netter Typ. Hat auch nicht so eine Pupillen gehabt. ja, Sharing is caring. Sharing is caring. Habe dann später ein Bier mitgenommen. Das ist nett. Einfach so. Wo darf man kein Bier mehr saufen? Bei Champions League Spielen oder irgend so ein Hurensohn Scheiße in manchen Stadien oder bei der WM sogar irgendwas kein Bier mehr saufen. Was? Also ich weiß, dass ich glaube, so kurz nach Corona haben wir zum Beispiel da jetzt ein Eisstadion nichts aufnehmen und denke, was also ganz gefüllte Scheiße. da lieber sterben als zusammenspitzen. Na, Okay. Ich finde, da geht es die Leute finanziell schon schlecht. Ja. Sowohl dem Eishockeyverein Ja. als auch die Privatpersonen. Und dann holst du dann nochmal für 4,50 ein Ticket für ein Deutscher Löwenspiel, machst nochmal mobil Richtig, ja. und dann kriegst du nicht mehr was zum Saufen. 4,50 ist aber ein Logenplatz. Ja, schon, ja. Und dann, ja, ist die machen das Gelb im Trinken an sich. Ja. Aber ich war so pisst. Stell dir das mal vor, du gehst zu so einem Eishockeyspiel. Ja. Oder zu irgendeinem Eishockeyspiel. Also die Eishockeyspiele, wo sich ständig gefotzt wird. Cool. Ja. Das ist in Deutschland, glaube ich, nicht so, oder? Ja, weiß ich. Hey, ich wollte gerade was dazu sagen und ich weiß gar nicht. Ich sehe wenig TikToks. Und dann geht er- Kanadier, die sie fotzen. Geht er rein und dann muss man, wie lange spielen die? Keine Ahnung, 1 bis 2 Stunden. Sagen wir mal 2 Stunden. Ja. Muss man dann anschauen, komplett trocken. Ja. Das ist wie, da könnte ich mich genauso gut an einer Ampel hocken. Ja. Und die Und- Autos zuschauen. Und ich würde lieber an einer Ampel hocken und Autos zuschauen und dabei saufen, Ja. wie alles andere. So, ja. Nein, es Ja, ist das Eishockeyspiel klar. nüchtern zum Singen. Aber, also wie gesagt, aber weil es mich halt so wenig interessiert, weil das fast bei jeder Sportart so. Also, außer Boxen, weil ich das noch spannend finde. Aber, ja, Boxen, UFC, also, ja, MMA. Kampfsport, ja. Okay, klar.
da hätte man auch nüchtern anschauen, aber Alter, hier ist ein schöner Plastikbecher in der Ja, Hand. klar, ja. Ja, wie gesagt, so schaue ich mir sogar Fußball. Ja, Nicht dann auf keinen Fall. Weil dann niemals. gibt es für mich gar keinen Grund auszumrucken. Auf keinen Fall. Ja, Bleib gut, ich einfach daheim. bleibe aber insgesamt gern daheim, wenn ich Ja. nicht saufe. Einziger Grund auszumrucken, wenn ich nicht saufe, ist Arbeit oder schön essen gehen. Ja. Und da trinke ich dann vielleicht auch halbe. Ja, manche oder mal können, nicht so Weindel. Ja, Oder eine Holunderschorle. ja. Ja, manche Konzerte schauen wir tatsächlich nicht. Also, da die machen. Kannst du dir vorstellen. Ja, habe ich auch gemacht letzte Woche. Also nüchtern war ich nicht, weil ich davor 2 halbe Wollte ich gesoffen gerade habe. sagen. Aber das vor macht Ort es eher habe ich dann- schlimmer. Nein, hat schon passt. Vor Ort, die Autofahrt war dann noch leicht beschwipst und dann vor Ort einfach angeschaut und dann heimgefahren. Ja, ist schon angenehmer manchmal, wenn es komplett Ja, abstürzt. unter der Woche halt. Am Wochenende, ja, habe das verglichen, wo wir Contra K geschaut haben. Und da war es halt so, also wie gesagt, hat echt ein paar gute Songs, aber da kenne ich halt einfach auch zu wenig. Und da ist dann schon so, wenn ich einen Song nicht kenne, dann schaue ich mir das an und wenn dann visuell nicht viel passiert für mich, dann denke ich, Und es ist ja gar nicht so wenig nein, passiert. es ist viel passiert, der hat richtig Gas gegeben. Aber trotzdem gab es, sage ich mal, von seinen 18 Songs auf jeden Fall 4-mal so den Moment, wo ich mich entschlossen habe, so, jetzt kannte ich mir schnell noch, oder uns noch mal schnell ein Bier Ja, holen. ja. Und das hat sich dann so abgewechselt und ich glaube, wir haben da drinnen mindestens 6 im Halbweg gesoffen. Ja, oder vor so. allem, wir haben davor schon 4 halbe Ja. gesoffen. Und deshalb, wenn wir noch gesagt haben, ja, Halt griffig, ja. wir fahren jetzt mal mit dem Auto zum Bahnhof in States Ja. und dann schauen wir halt einmal. Und dann haben wir uns aber für die Fahrt, glaube ich, für die Fahrt hast du uns auch, weil ich gesagt habe, ich brauche keine 2 halben. Ja, habe ich am eine halbe Zug. und dann Und dann hat 0,33. das Arschloch, also der Engel, eine halbe und 0,33er. Und dann waren wir vor Ort und dann war da ein Kiosk. Ja. Dann haben wir uns da noch nicht zwickt und dann haben die anderen noch ein bisschen. Gewartet. Dann haben die noch braucht, dann haben wir uns noch nicht zwickt. Ja, dann haben wir uns mit einer noch nicht zwickt. Dann haben wir uns mit einer davon nicht zwickt. Dann sind Und wir dann hochgegangen. sind wir drin und unseren Mit einem Becher auf. Wegbier. Ja. Das ist so eskaliert, der Abend. Ja. Und sind wir am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh heimgefahren. Aber wie? Ja, frage nicht. Da weiß ich nicht, bist du nicht sogar du aufgewacht? Was ja sehr unwahrscheinlich Zug. ist für gewöhnlich. Auf jeden Fall sind wir nicht falsch ausgestiegen, oder? Oder schon? Irgendwas Nein, im ich glaube Kopf. nicht. Also nach der Wiesn bin ich 2 gefahren auf jeden Fall. Da bin ich bis nach links gefahren, aber also nicht heuer, sondern letztes Jahr. Da warst du einfach weg, gell? Nein. Da, wo wir uns verpasst haben. Ja, wir sind miteinander in den Zug eingestiegen. Ja. Ja, und dann warst du aber weg. Ja, Dann bin weil ich, ich bin doch da mit einem bist Zug noch mehr später, aus- weil ich gesucht habe. Ja, Ja, du bist rechts ich bin durchgegangen und du hast irgendwie. Ich bin links und habe mich hingeguckt. Ich hab die nicht gesehen. Okay, nein, ich war im Aber ewig war ich mir gedacht, das gibt's nicht. Ja. Und dann weiß ich noch, wenn ich außen ewig rumgelaufen und gesagt, hey, wo ist das besoffene Arschloch jetzt hier? Ja. Im Zug. Und ich hab dann eine Stunde am Bauch gewartet. Bis so Trottel. ja, Ja. hat sich nicht gelohnt. Aber wenigstens bist du auch 2 gefahren, von dem her alles Ja. cool für mich. Das ist echt der Segen, dass wir da das Büro haben, weil dann bin ich einfach hierher. Ja, so geil. Naja, Ja. gut. Haben wir das auch gleich, dass wir gerne Ja. auf jeden Fall mal zum 60er Ja. spielen. Passt. Ja. Zu irgendeinem Fußballspiel Ja. zum Saufen. Ja, gut, wenn es da so billig ist. Ja. Bier, 5 Euro, 0,5er. Ja, gut, was wird es dann in der Allianz Arena kosten? 10. Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich mag auch, also ich muss nicht in der Allianz Arena, ganz ehrlich. Da muss das Spiel schon wirklich, da muss schon EM, WM oder sowas sein. Ansonsten, du bist das so viel weiter weg. Ich schau mal, wir können auch wegen mir zu so einem Ding gehen. Zu so einem, sag schon, zu einem ganz normalen Kreisliga. Kreisligaspiel. Ja, so. Ja, aha. Nein, ich glaube, der hat auch aufgehört. Sonst hätte man einen kalt besorgt. Ja, sowas. Ja, Das nein, ist ja wurscht. Ich möchte dann schon auch in die blaue Lagune. die Blue Adria. Blue Adria, okay. Voll geil. Empfehlung gegenüber vom Stadion ist Blue Adria. Wird sehr viel Onkels gespielt. Ja. Und die Leute sind also ja, kannst du dir vorstellen. Und wenn du gut Griechisch essen willst, ist Poseidon. Es gibt ein paar Poseidon in München, aber das ist in der Nähe vom Stadion. Ich glaube, jetzt wird die griechische Heißt Lokal. Poseidon, ja. Oder Olympia. Ja, stimmt. Ja. Vielleicht noch Athena. Ja, aber dann musst du schon sauber Knacks haben. Ja, irgendwas mit Tavern. Thema der Woche. Ja. Cancel Culture. Ja. Manchmal gerechtfertigt, Fragezeichen. Was würdet ihr machen, wenn ihr gecancelt werdet? Was war der Vorgehen? Jetzt sagt einmal jemand hier. Ja, du. gut, also theoretisch kannst du nichts machen. Im ersten Ding. Ja, aber was ist die richtige Taktik? Sie direkt dagegen wehren, es einfach ignorieren, gleich gerichtlich vorgehen, Ja. einfach Mei, ich glaub, ein paar gerichtlich- Leute losschicken und jemanden zusammenschlagen lassen. Ja.
Also es gibt gewisse Gründe, für wo Canceln notwendig ist, sage ich mal. Wird halt nur teilweise Das ist falsch der Abzug verwendet. Finger ein bisschen zu locker, finde ich, bei den Leuten. Ja. Ja, vor allem dann bei so Sachen wie halt auch Kunst und sowas. Ist Ja, halt dann Humor ganz speziell, finde ich. schnell, dass man da jemanden cancelt, aber halt dann offen rechte Menschen oder radikal linke Menschen politische Ämter besteigen, ausführen lässt quasi. Also das Ja. finde ich ja Bekleiden. ja, viel tragischer, wie, keine Ahnung, ja, wenn aufdeckt wird, dass sie viele Politiker und Industrielle treffen, heimlich, um einen kleinen Nazi-Plan zu machen. Ja. Und das redet dann nach 2 Wochen keiner mehr drüber. Aber wenn ein paar ausländische Typen sich über Behinderte lustig machen, dann werden die gleich hart gekämpft. Ausländische Typen und Deutsche. Und der Luke Mockridge, ja, zum Beispiel. Ja, das ist eine Folge, die haben wir eigentlich schon mal aufgenommen. Das war eigentlich das Thema, war der Luke Mockridge. Und die haben wir, was war das? Wir haben nicht aufgenommen, gell? Doch, die SD-Karten ist dann verschwunden. Ach, die SD-Karten mit, haben wir das Ja. über den Zoom aufgenommen? Ja, genau, und dann ist es schade. überspult worden. Ja, da kannst du nichts machen. Na, schon. Also das ist immer, es gibt ja verschiedene Taktiken. Ich schätze, wenn du jetzt an einem Ort gecancelt wärst, kannst du dann überlegen, ja, mach jetzt ein Fass Lauf, weil nicht, dass das dann so ein Domino-Effekt wird quasi, weil es dann alle mitkriegen und sich dann erst effektiv mit dir beschäftigen. Ja. Und man sollte halt dann schauen, aber theoretisch, glaube ich, pisst jeden an, wenn es dann halt, weil das ist ja, wenn du halt eine gewisse Größe hast, ist halt einfach dein Job und da geht es ja um deinen Lebensunterhalt. Und dann, glaube ich, ist jeder angepisst, wenn es halt dann deswegen also wenn es um dein Brot geht. Ja, also rein auf, ja, nicht nur auf Künstler, eigentlich auf jeden, wie du schon sagst, dessen Job davor abhängt. Also wenn du dir vorstellst, dass Künstler werden auf einmal von deinen 50 Auftritten im Jahr 25 wegfallen, vor allem, wenn du jetzt bedenkst, es würde dir einfach was unterstellt werden. Ja. Das war halt dann, das stellen wir schon hardcore krass vor. Also falsch oder, sagen wir mal, fälschlich verurteilt zu werden, ist ja in jedem Fall nervig. Also, wie groß schätzt du unsere Chance ein, dass wir mal so hört allein unseren Podcast. Ja. Also wenn man uns irgendwas anhängen wollen würde, dann brauchst du nur ein paar ungriffige Aussagen aus unserem Podcast nehmen und dann waren wir weg. Also gibt es irgendwelche Locations, wenn man jetzt, ich meine, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir mal in die Madison Square Garden, Abbey Road, Ja. so den ganzen Stuff und dann du hast irgendwie eine pseudo-rechte, lustige Aussage aus unserem Podcast, reißt komplett aus dem Kontext und zack. Oder was wir sonst schon gesagt haben, Behinderte oder frauenfeindlich. Frauen, also das lassen wir nicht. Also Entschuldigung, das lasse ich mir nicht unterstellen. Ja, männerfeindliche Sachen. Ja, wir sind Menschenfeinde und das sollte ja wirklich okay sein. Tiere? Nein, Finger weg. Niemals. Essen schon. Ja, Tiere nur Mucken Ja, und Bremer. Sonst nothing. vor allem. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass es am besten ist, erst einmal, also so lang wie möglich drüber zu schweigen und das versuchen zu klären. Und dann. Ich glaube, das Problem ist ja oft, dass bei der Sache dann einfach eine Prinzipsache ist. Also wenn da manche Menschen dann das grob mitkriegen, da reicht ja dann meistens schon eine Überschrift. Also da beschäftigen sie dann ja die wenigsten Leute wirklich mit der Person oder mit dem Umstand und dann wird einfach schnell verurteilt und das kriegst du dann einfach nicht mehr los. Aber ein kurzes Beispiel war zum Beispiel der Bushido, der hat sich in eine Aktien-Sendung eingeguckt und hat da schön breitbrüstig und stolz verzeiht, dass er sich die geopolitische Lage zu Nutzen gemacht hat und hat in Rheinmetall investiert hat. Was, weiß nicht, ob du das weißt. Das ist was jetzt? eine Rüstungsfirma, Ja. also eine Rüstungsfrau dann quasi, Ja. Und hat dann einen riesen Shitstorm gehabt deswegen. Weil ein Weil er halt in eine Kriegsfirma mehr oder weniger investiert, also in das Sterben von muss Menschen. auch leben. Ja. Und das halt so, ich glaube eher, wie er es auch gesagt hat, ging es auch darum. Und dann hat er aber die Woche drauf irgendeine lustige Aktion gebracht und dann hat das keinen mehr interessiert. Also, Ja. Und Unrat vorbeischwimmen lassen. ja, schon, ja. Ja, stimmt, aber das darf mich mal interessieren, was so in die ganz großen politischen Sphären da abgeht. Also jetzt schau dir mal den Don't Look Up, ist ja geil. Das sagt ja auch schon mal, wie
wie wenig nach außen dringt oder wie sehr er damit gespielt hat, aber jetzt stell dir mal vor, also mich würde interessieren zum Beispiel im Weißen Haus, was da alles verschleiert wird, was da oft eben als für Gegenmaßnahmen getroffen werden. Ja, erpressen. Ja. Erpressen, Leute von mir aus umbringen, Leute bestechen. Ja. Wieso besticht mich keiner? Schon, ich glaube, Das ist das weil Problem. wir zu wenig Einfluss haben, politisch. Ich glaube, ich werde jemanden so lange erpressen, bis er mich besticht. Ja. Also, und dann sage ich genau wegen der Bestechung. Ja, Dann sage ich wollte das nicht, bin ein klar. Saubermann. Ja. Ja. Nicht mit mir. Ja. Wann ist Canceln für die gerechtfertigt? Was ist was gar nicht geht? Gibt's was für die, worüber man keine Witze machen sollte? Ja, das ist immer, ich finde, das liegt immer an der Person, die betroffen ist. Also das wird das dann entscheiden. Also ich sage natürlich, man kann über alles Witze machen, aber ich bin halt nicht betroffen, außer dass ich fett bin. Ja. Ja, also von dem her kann ich... Aber vielleicht in unserem Kulturkreis. Andere sehen das wieder komplett anders. Ja. Aber mir persönlich stören ja keine Witze über Fette. Nein. Aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass sonst keinen stört. Aber ich persönlich mache über alles Witze, weil es mir halt egal ist. Ja. Aber wie gesagt, ich verstehe es, wenn sich manche Leute angegriffen fühlen, ist ja dann auch eher ein Recht, so, dass sie sich darüber aufregen. Genauso wie es ja mein Recht ist, wenn mir jemand angreift. Aber in der Theorie ist es ja eine Art von Kunst und daher dann ja auch frei. Also ich finde, es ist tatsächlich mal wieder komplett kontextbezogen, Ja. weil wenn du jetzt, also du musst ja ein bisschen, klar, das ist lustig, aus unserem Mund ist ja aber ein bisschen ein Feingefühl. Wenn jetzt neben klar. mir jemand hockt, also ich habe kein Problem, es ist ja immer eine Frage, wie lange liegt etwas zurück? Ja. Ist der Mensch, der davon betroffen ist, direkt bei dir? Hast du eine Verbindung zu diesem Menschen? Ja. Weil das ist natürlich was anderes, wenn ich was gescherzt zu jemandem sage, den ich gern mag, weil dann ist das nochmal eine ganz andere Ebene. Ja. Wenn ich jetzt einfach ein Comedian bin und allgemein was über, keine Ahnung, Frauen sage, zum Beispiel, Ja. über die, sagen wir jetzt das Codeessen, was in der Richtung, dann nimmt er das keiner übel. Aber jetzt nehmen wir zum Beispiel mal vor kurzem in unserer Umgebung passiert, dass jemand im Diss-Track, der ja an sich sehr lustig war und lustig gemeint war, hat einer erwähnt, dass also der hat den Typen, der gedisst worden ist, damit beleidigt, hey, die Katze ist vor kurzem überfahren worden. Ja. Das ist zum Beispiel sowas, okay, das liegt jetzt, wenn du jetzt so sagst, hey, die Katze ist seit 5 Jahren tot und sagst, hey, du hast eine tote Katze, kann man machen, finde ich nicht lustig, aber kann man machen, aber wenn das ein paar Monate zurückliegt und du einfach nur durch dieses Extreme versuchst, lustig zu sein, dann finde ich das wack. Ich finde, also wenn es ein guter Witz ist, dann muss es einfach packen. Dann ist es ein guter Witz, aber ich finde, es ist halt irgendwie zu abgedroschen, einfach nur durch Schocken zu... Genau, das ist der Punkt, ja. Das fand ich ja bei dem Luke Mockridge-Ding, es war halt nicht so lustig an sich. Also, Nein, du hast schon gemerkt, dass er sich bemüht hat, jetzt was... Hat sich nicht gerechnet für ihn. Nein, glaube ich jetzt auch nicht. Nein. Und ich finde, es ist auch immer nur ein kleiner Unterschied, wenn man jetzt halt auf eine Masse geht, auch wenn es eine Minderheit ist in dem Fall, oder direkt auf eine Person. Also wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt auf einer Bühne stehst und sagst XY, du bist so behindert und dann finde ich, dass das schon nochmal einen Unterschied macht, wie jetzt eine Allgemeinheit zu beleidigen. Ja, finde ich ja. Weil, also ich glaube, das ist eigentlich ein guter Punkt, diese persönlich angesprochen zu werden. Das ist halt was ganz anderes. Weil, wenn es jetzt, wie du schon sagst, eine breite Masse beleidigst, dann kann ich sagen, ja gut, das ist halt das kann der Mann auch, wenn er will. Was mich tatsächlich schon wieder aufgeregt hat, ich habe heute in der Früh die Tagesschau geschaut, Kid Rap, habe ich auch geschaut. Okay. Und es ist ein Haftbefehl gegen Netanyahu, israelischer Staatschef, wie auch immer. Der Premierminister, irgendwie der Chef, erlassen worden. Ja. Und noch gegen jemand anderen von denen und auch gegen den Hamas-Führer. Ja. Und jetzt wird es wieder als antisemitisch bezeichnet.
Aber Jetzt geht es sogar nicht einmal um die Hintergründe, warum wer- er den. Hä? Wer sagt das? Ich weiß Tagesschau. nicht, nein, Tagesschau darf sie ja, glaube ich, gar nicht so wirklich. Ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, aber die öffentlichen Stimmen sind breit geworden, dass diese oder beziehungsweise ich glaube sogar, dass die israelische Spitze das als Antisemitismus bezeichnet Ja, hat. klar, das ist ja. Aber da denke ich mir, okay, das bedeutet jedes Mal, wenn jemand nicht meiner Meinung ist, wenn jemand mich beleidigt, dann ist das anti-eudaisch. Ja, gut, das ist halt. Also, glaub ich, aber warum? also, ich schätze, die werden das halt machen, Nennt es zumindest israelfeindlich. Ja. Okay, ist in Ordnung. Aber warum muss das mit dem Judentum, mit diesem Volk, was ist das? Das regt hat mich so ja, auf. das ist ja das, was die Gegenseite ja sehr stört, also die Palästina, dass das immer als antisemitisch hingestellt werden, wenn Ja. sie gegen die Regierung von Israel protestieren. Wobei sie ja, also es gibt gewiss sehr viele Moslems, die judenfeindlich sind, Ja. weil es überall Menschen gibt, die gegen irgendwas feindlich sind. Ja. Aber jetzt speziell in dem Fall haben sie ja nichts, glaube ich, zumindest das so wie ich das in meiner Bubble war, sag ich jetzt einmal, Nein, haben die nichts gegen Juden, sondern halt einfach was gegen die israelische Regierung. Ja. Und das ist ja okay, wenn du im Krieg bist und Familienmitglieder von dir sterben. Genauso ist ja okay, dass israelische Bürger was gegen die Hamas haben. Ja, und ich das glaube auch macht ja nicht, dass Sinn. die dann als islamfeindlich bezeichnet werden. Falls das so ist, klärt es mir auf jeden Fall. Na, Mir nervt es auf jeden Fall, sich dann in diese Opferrolle zu begeben. Das ist wirklich genau das Gleiche, wie wenn ich streite mich jetzt in einer Bar mit einem Schweden, was eine schlechte Idee war, weil die recht groß sind. ja, Und er sagt, okay, hast du ein Problem mit Schweden, obwohl er ihn einfach als Hurensohn bezeichnet. Ja, Und dann sage schon, ich, ja. nein, ich habe kein Problem mit Schweden, ich hasse dich als Problem mit Mensch, dir, ja. nicht als Schweden. Ja, Du schon, bist mir ja. nämlich zu groß, mein Freund, das sehe ich nicht gern. Das sehe ich ganz und gar nicht gern. na, Also mal deine Mutter gefegt. du scheiß Schwede. Ja, scheiß Schweden. Ja, schon, ja. Abschirmen. Ich bin hier zu Besuch, ich bin hier Tourist. Abschieben, bis die Startbahn raucht. Es ist, weg mit dem. Na, Ja, verstehe ich aber nicht. na, das ist schwierig, aber ich glaube, wie gesagt, dass die halt auf Mitgefühl appellieren dadurch. Und halt ja, ist das ja eine gewisse Art von Meinungsmache. Ja, Wir müssen den Podcast hier beenden, weil jetzt ist mein Bier alle. Ja. Da ist ja schon eigentlich seit wir angefangen haben. Ja. na, sonst ja, canceln. Ja, das haben wir erlangt, nur darüber geredet. Ja, was auch wollte ich vorher noch Ja, sagen, gern. dann, was mal kurz überlegen. Kurz dauert meistens lang, wenn ich überlege. Ja, jetzt verstehst Ja. du unter Druck. Genau, was ich noch sagen wollte, ist, wenn sie Minderheiten angegriffen fühlen, eben durch Witze von anderen, kann ich es insofern nachvollziehen, weil wenn du jetzt schon nicht in der Norm bist, in der aktuellen und schon immer irgendwie Probleme hast, akzeptiert zu werden, ist, glaube ich, dann schon nervig, wenn sich dann jemand auf der Bühne stellt und sie über deine Art von Mensch lustig macht quasi. Und dann, ja. Ich glaube, da ist immer wieder wichtig, also was für ein Mensch da auf der Bühne steht. Ja. Sprich, wenn du mitkriegst, er beleidigt jetzt einfach 15 verschiedene Typen Ja, von Mensch, ja, dann finde ich es schon wieder in irgendeiner Form okayer, Ja. würde ich sagen. Weil dann ist es nicht so, okay, wow, der hasst, weil dann gibt er dann nicht das Gefühl, okay, der hasst wirklich das, was ich darstelle, ja. sondern der ist halt lustig und macht sich über jeden lustig. Ja. Das ist so mein way of life. Schon, ja. Also ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch trotzdem lustiger, wenn jemand in Rollstuhl auf der Bühne ist und Rollstuhl-Jokes macht. absolut, ja. Wie wenn jetzt jemand ist, der Ja. an der Beinpresse 280 Kilo macht. Richtig, ja. Ja, aber gut, das muss ja dann auch irgendwie jeder Künstler mit sich selber vereinbaren, so wie wir ja auch grenzwertige Sachen sagen. Ja. Hin und wieder. Hin Rutscht und uns wieder. was raus. Ja. Ja. 5 Genau. Entweder-oder-Fragen habe ich für dich. Ready. Hättest du lieber Flügel oder darfst du lieber unter Wasser atmen können? Das ist die dümmste Frage, die ich je gehört habe. Scheiß auf unter Wasser. Ja, was soll ich Scheiße unter Wasser? gruselig. Kann ich nicht schwimmen? Nein, also im sieht da jeder, wenn ich ihn fahren lasse. Ja, ja, und über Wasser denken wir, fliegen, sagt Dann bin ich man, sofort weg. Ja. Turbo. Ja. Schon. Biu, 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 biu. Okay, pass auf. Wow, da hat jemand reingehängt. Eine Woche lang Hans Söllners Frau sein, in Klammern in einem attraktiven Frauenkörper. Er hat in der Woche keine Termine und 24/7 Zeit für dich. Das Gras macht ihn leider sehr willig und er braucht deine Liebe. Ja. Also hast du dem folgen können, aber ich Ja. finde, wenn man es abliest. Oder eine Woche der Hund von Jumbo Schreiner.
Er ist immer aggressiv gegen alles und jeden, wenn er Hunger hat. Reist mit dir nach China, mag allgemein keine Hunde und Durstwürmer. Ja, okay. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Lieber die Frau vom Hans. also Ja, für mich fasse ich es Okay, nochmal ja. zusammen. Also lieber die Frau vom Hans Söllner Ja. und er hat mega Bock zu ficken, Ja, weil er so bekifft ist. ja. Oder lieber der Hund von Jumbo Schreiner, der die relativ häufig anschreit, weil er Ja. hungrig ist und mit dir nach China reist und du hast Würmer. Ja, der Jumbo Schreiner ist der von Galileo, oder? Der Große. der große, Ja, der immer- etwas korpulentere, der wo der öfters- alles isst. Genau, ja, okay. Kann man nicht vorstellen, dass der aggressiv ist, aber okay, darum geht's ja Null. nicht. Ja, aber ich weiß nicht, was Ja, unter gegenüber die Hunde, eigenen vier Wände ja. passiert. Du bist so einer, der sein Neugeborenes schüttelt. Ja. Ja. It wasn't me. Schon, ja. Ich glaube, ich da dann Hans Söllner nehmen, die war seine Frau, und dann da ich zu ihm kommen und sagen, dass ich am wo war ich, am Viktualienmarkt einen Strafzettel gekriegt habe. Au. Dann da an den geben. Und dann war er, glaube ich, die ganze Woche damit beschäftigt, einen sehr beschissenen Song drüber zu machen. Und wie oft meinst du, das funktioniert? Das? Also ich glaube, aber- dass er, es geht eine Woche lang. Eine Woche lang. ich glaube schon, er muss dann ins Studio, da muss er seine ausgefeilten Riffs machen und Ja. gegen die seine harten, widrigen Umstände in seinem Leben kämpfen. Ich darf mich auch entscheiden für die Frau vom Hans Söllner. Ja. Und dann vor seine Augen mit einem Polizisten bescheißen. Ja. Stimmt, ja. Na, war gleich ganz lustig. Ah, nein, das ist eine Legende, gell. Ja. Ja, Jumbo Schreiner, mit dem der die grundsätzlich. Ich war halt gerne mal ein Hund. Ich war halt nicht gerne ein Hund in China auf jeden Fall. Ja. Weil das ist dann Nein. blöd aus, ich bin ein Ja, aber gut, ich glaube nicht, dass die jetzt jemanden von der Leine schlachten. Oh, Entschuldigung. Oh. Das war mein perfekter Ja. chinesischer Akzent. Ja, Ja. und ich hätte halt, glaube ich, ungern Würmer. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon Würmer. Ich weiß Also ich habe keine Würmer, sonst war ich dünn. Stimmt, das nächste Mal durchs Büro. Ja. nicht. Echt? Weil man, also, Du nimmst nicht zu, wenn du einen Bandwurm hast. ja, aber Deswegen- Würmer und der Bandwurm ist doch was anderes, oder? Ich habe gedacht, dass das eben solche Würmer sind. Puh, da müsste dem einfach. Ich meine, der Bandwurm ist in deinem Darm und isst alles auf, was du zu dir nimmst. Ja, Und Würmer sind, glaube ich, Würmer. Also irgendwas, was Also ich habe mir das Würmer immer in so der wie am Scheiße. Arschloch vorgestellt okay. habe. Ja. Hey, Ja. wenn wir hier, sage ich mal, Tierärzte unter uns haben oder Tierarzthelferinnen. Ja, keine Ahnung. Schreibt uns mal wieder DM. Es ist noch nie ein DM für irgendwas. Kennen wir ja Arschlöcher. Ja. Na. Ich wollte noch sagen, es gab American Horror Story, wo ein Model am Bandwurm bewusst gefressen hat. Ah, gute Idee. Und hat Ja. funktioniert, oder? Hat erst funktioniert und dann zum Schluss hat er sie gefressen. Oh, geil. Das hab ich gespoilert. Danke für den Spoiler. Was ist dann das Schlechte an einem Bandwurm? Kommt das da? Also der Also, wird dass es- immer größer. Aber wenn ich jetzt sage, über einen gewissen Zeitraum, zack, Du musst Bandwurm. nicht rauskriegen. Ja, Ja. wie das mit den heutigen. Ja, wird das schon irgendwie gehen, ja. Scheißt sie dann auch nicht mehr? Das weiß ich nicht, aber ich finde es halt auch so hart widerlich. Ich Ja, finde klar. Zecken schon so widerlich. Was ich geil finde, sind Penisfische. Alter, ja. Ich stelle mir halt vor, Ja. es ist ja auch nichts anderes bei Angeln. Ich stehe halt mit meiner sehr, sehr kleinen Route da. Ja. Also ich kann sie nicht reinhängen lassen, sie muss komplett im Wasser sein. Das ja. weiß man nicht. Schön. Und dann warte ich 2 Stunden Ja. und kein Fisch beißt an. Was mache ich denn dann? Aber ich bin so aufgeregt, dass ich nicht pissen kann. Ja, stimmt. Da Da, kommt das er war nicht. schlimm. Das war's. Weil Ich der weiß, von Pisse angelockt, ja. wo denn da die so rauswachsen? Ja. Ja, okay, alles. klar. Scheiße! Weil das kann ja nicht das 12. Mal. Wie? Wo findet der überhaupt einen Grip an dem kleinen Schwanz? Wer das ich denke. Ja. Wird er mich anzeigen. Ja, wie sexuell gelesen. Weil er komplett in meiner Wichse war. Okay. Ja. Da hat lieber einen fetten Mann aktiv von einer Brücke auf Gleise schubsen, um einen Zug aufzuhalten. Ja. Oder den Zug ansonsten in eine Menschenmenge fahren lassen. Also, Ja, das ist ja so ja, das ist ja das Typische. Ja, also wenn ich den einen Menschen kenne und Ich die finde es anderen. lustig, es ist natürlich wichtig, dass er fett ist. Also ich schätze mal, also der muss jetzt sehr fett sein, wenn er wirklich rein physisch den Zug aufhalten Ja. muss. Ich glaube, dass kein Mensch so fett sein kann, Nein. dass er einen Zug zum Entgleisen bringt. Korrigiert's mich. Ja, schreibt Change my mind. Schreibt das in die Kommentare. Ja. Ja. Na, ja, wie gesagt, also wenn es jetzt darum geht, also wenn ich beide Parteien nicht kenne, da die natürlich wahrscheinlich den einen Menschen opfern. Ja. Aber wenn ich den einen Menschen kenne und die Menschenmenge nicht, dann sollen die alle draufgehen. Was ist, wenn die Menschenmenge Vox Club war?
Also ich darf schon Fremde töten. Hä? Sterben lassen, töten darf ich nicht. Nein, aber ich meine, du kennst Ach so, den, du meinst den jetzt aber Fetten auch nicht. Ja, Aber die Menge sind Vox-Club-Fans. Fans. Nein, Vox-Club. Vox Club selber. Der alte Kid Rap hat gesagt, lass seine fahren. Ich weiß nicht, ob jetzt dann mehrere Menschen retten da trotzdem. Ich bin ein bisschen beleidigt, dass sie auf unsere Disses nie reagiert haben. Deswegen da das mit dem Weiterleben Wie viele monatliche Hörer haben die Arschlöcher eigentlich noch? Ich weiß nicht. Jetzt können wir mal ein Feature machen mit einer. Ja. Dann lassen wir es ein und lassen wir es zusammenfallen. Da haben wir schon mal drüber geredet, wie frustrierend das wäre, wenn sie uns dann Die zusammenschlagen. sind ja schon mehr wie wir. Ja und? Und viel sportlich. Ja, das auf jeden Fall. Dann machen wir Wettsaufen. Ja, stimmt. Ja. Aber die dürfen alle gegen uns Wettsaufen. Ja, Und? 413.000. Bella Napoli ist die letzte Single. Nein! Ja, Haben sie wirklich die Abronzanti Boys covered? ich weiß nicht, ob es das ist, keine Ahnung. Ja, garantiert. Ja. Nie was Eigens gemacht. Na gut. Der hat die Olympiahalle voll gemacht. Ja. Der Prozent, die Boys. Achso, ja, das ist heute. Ja. Das gefällt mir. Ja. Jetzt gemeint, Vox Club. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das verfolge ich nicht. Ja, ich darf auf jeden Fall den, also mir ist mir egal, dass der fett ist, aber ich darf Ja. natürlich einen macht's opfern. halt lustiger, Ja, klar. klar, viel lustiger. Sehr viel. Ich hab noch ein. Doch, Ja. kein Snickers. Ja, aus dem, das, sage ich mal, regelt er sonst die Zeit sowieso, wenn jemand Ja, klar. sehr stark, wenn jemand so übergewichtig ist, dass er einen Zug stoppen kann. Ja. Für immer die gleichen Songs spielen oder für immer Schlager machen. Ja, für immer die gleichen Songs spielen, glaube ich. Also was für ein Schlager? Schlager. Das Also, ist Gott sei Dank schlecht formuliert, weil was ist, wenn wir 600 Songs haben? aha. Also ich habe 3 Mixtapes, Ja, noch ein Mixtape, ja. 2 Alben. Also ich bin schon beschäftigt. Oh, das ist Ja. gar nicht so schwer, die nächste Frage, finde ich. Und bei dir weiß ich sowieso. Nie wieder Schokolade oder nie wieder Käse. Nie wieder Schokolade. Ja. Ja. Definitiv. Ja. Also ich mag Schokolade gern, aber Käse ist für mich unverzichtbar. Ja. Da hat sich ja viel opfern für Käse. Ja. Den fetten Mo, die ganze Menschenmenge. Auf jeden Fall Vox Na, Club. egal, und dann Schon Söllner, wieder die alle in einem Mixer Jumbo haben. Schreiner, Ja. da hat man die Flügel abgeben. Ja. Nur für ein letztes bisschen überbackenen Käse. Ich habe letztens Käse in der Pfanne gebrannt. Okay. War gut. Ja. Also wenn du dann beim Burger den Rest frisst. Ja, oder? so gut. Ja. Das mal, ich glaube, dass ich jetzt nur noch von Pfannenkäse ernähre. Ja. Ich muss sagen, du kennst ja sicher auch den Ofenkäse. Ja, man. Ich finde, der ist trotzdem überbewertet. Ja. Du schaut immer so geil aus auf Ja. dem Pudel, aber ich glaube, wenn Ja, du mag einfach ich selber nicht. Das ist ein Stücke Brie, hast, oder? dann ist, Das ist ein was Brie. wird schon sowas sein? Ein Brie oder ein Camembert. Ja. Was sind Ja, da die mag ich lieber den frittierten. Ah, ja, der frittierte Camembert, schön paniert, Ja, Falle. schön die Panatro Ja. und innen dann schön so. Preiselbeeren. Aber da einen Absprung zum Schaffen, weil wieder in der Fritteusen aufgeht. Ja, das ist Albtraum. Da hast du dann noch harte Scheißkrusten und total dreckige Fritteusen. Ja, aber die Frissin ist das. Klar. Bin ja kein Depp. Der Fan der Woche ist Leon. Ja. Der hat uns nämlich auf seinen Schwanz unterschreiben lassen beim Stimmt, Videodreh. Ja. Wie ist das zustande gekommen, werde ich jetzt fragen. Er hat gefragt, oh, kannst du auf meinen Bauch unterschreiben? Dann habe ich gesagt, ich kann auf deinen Schwanz unterschreiben. Und dann ist das alles sehr schnell gegangen. Ja. Dann hat er seinen Zipfel rausgeholt, hat ihn an der Vorhaut genommen, hat ihn zu grob, finde ich, nach oben gezogen. Ja, hat sehr unangenehm ausgeschaut. Und dann haben wir gedacht, ja gut, jetzt kannst du auch nicht mehr zurück. Ja. Und das ein paar Leute erzählen und sagen, wieso ich? Dann sage ich hab mir nicht im Mund genommen, glaube ich. Ja, nur mit dem Stift. Nur mit dem Stift und nicht dann einmal hab ich- und halt da und die Eier halt gehalten. Ja. Einfach nur. Und das Das ist ein Einzige. Schwanz im Mund genommen. Richtig, Leon, ich bin tatsächlich pisst. Ich meine, der Kid-Rap hat danach unterschrieben, der Harry hat unterschrieben. Du hast bei keinem von uns am Ständer gekriegt. Was war Ja, falsch? das war komisch, ja. Bist du schwul? Na, darf ich ist los fragen, ob mit du dir? schwul bist? Versuchst du irgendwas Ja. zu. Also, weil, ganz ehrlich, wenn er nicht schwul war, Ja. dann da das nicht so sehr probieren kann, Ständer zum Gründen. Ja. Weil bei mir ist so, ich gehe an Tischkanten vorbei, berühre kurz meinen Ja, Schwanzputz. schon, ja. Oder in einem Kindergarten. Ja, gut. Wow, Schuldig. das ist eklig. Und das meine ich. Ja, schon, ja. Du kannst es den Leuten nicht Nein. recht machen. Aber ich glaube, pädophil sein ist Gar nicht mehr so cool wie früher. weiße Männerproblem hauptsächlich, oder so. Das weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja, okay. Ich kann's mir Also das hat nicht vorstellen. Hollywood halt draus gemacht.
Weil jeder Pädophile Ja ist gut, immer die so beweisen mit müssen so ja. einer Brühen. Ja, also ich meine, wenn 99% aller anderen Straftaten von den Schwarzen begangen werden, dann brauchen wir auch was. Ja, Ja, haben wir logisch. Steuerhinterziehung, Ja, Steuerhinterziehung, Pädophilie, ja, ähm, Volksverhetzung, Volksverhetzung sind wir gut. ja. Völkermord, teilweise einzelne Personen. Ja. Ah gut, da die ganzen Warlords in Afrika, glaube ich, auch nicht schlecht dabei. Du, das Schlimmste, was der Mutter Erde passieren hat, keiner Rap, ist der Mensch. Ja, wir sind Scheißegal, was für eine Hautfarbe. Das ist ein ein Parasit. Ja. Der Last brutales Secret-Tipp habe ich nichts vorbereitet. Ich habe nichts für euch. Es gibt nichts mehr, was mir einfällt. Wo ich dachte, mein Secret-Tipp ist, geht's an Blue Adria. Ja. Blue Adria. Es ist wirklich kein, ich muss ganz ehrlich sein, ich werde offen und ehrlich mit euch sprechen, die Blue Adria ist keine gute Kneipe. Ja, gut. Es ist definitiv keine gute Kneipe, das Licht stimmt gar nicht. Es schaut Ja. eigentlich aus wie ein kleines Sportheim, in dem es viel zu hell ist und die ganze Zeit jemand über seinen Laptop im Hinterzimmer auf YouTube Musik spielt, teils mit Werbung. Punkt 1. Zweitens, du siehst nicht immer, was er eingibt und die Leute, die dann ans Laptop gehen, sind halt schon so besoffen, dass zum 18. Mal der gleiche Song von die Onkels kommt und dann bei der Hälfte unterbrochen wird, weil er aus irgendwas druckt und dann kommt der andere böse Onkels-Song. Dann kommt die perfekte Welle und das ist Blue Adria. Ein bisschen Malle wahrscheinlich. Mal so ist mir eigentlich angepriesen worden. Ja. Was steht die nächste Woche an? Morgen Donauwörth. Aber ihr kriegt's- gestern Donauwörth. Ja, gestern Donauwörth. Sorry für alle, ja. die es nicht mehr geschafft haben. War wahrscheinlich schon ausverkauft. Cause it's a Los Brutalos Konzert. Miau. Sonst, mein Ja, Gott. Musikvideo nicht so dran, ein traurig. bisschen. Nochmal ein bisschen mehr dran, genau. Und ein bisschen schneiden. Ja. Dann auch schon die nächsten Songs arbeiten Bam, wahrscheinlich. bam, Weil das bam, dauert, das bam, mit bam. Slang Wenn die ganzen anderen Arschlöcher hier hauen da Songs raus und wir brauchen für so einen Song 2-3 Monate. Ja. Das, glaube ich, liegt an dir. Ja, ich kann es mir nicht anders erklären, Entschuldigung. Das bin ich, ja. Also, Brauche ich immer lang. Ja. Das wird wenn's ich nicht bin ja. und ich auch nicht sein kann, Dann wird die Wahl eng. Ja. das war's von meiner Seite. Von meiner Seite war es das auch. Jetzt Vielleicht. gehen wir vielleicht noch ein paar Weihnachtspullis raus. Oh ja. Eigentlich sollten wir es abstimmen lassen, aber wir machen was uns am besten gefällt. Ja. Weil wir scheißen auf euch haben. Meinung. Fun Fact. Schaut euch unser Brasswiesen-Interview an. Da sagt ihr uns eine sympathische Art. Ja. Ja. Das Einzige, was mir in Interviews nervt, ist, also ich rede am liebsten nur mit dir. Ja. Und wenn dann immer Fragen dazwischen kommen, also das einzig Schwierige an Interviews ist, dass man sich halt absprechen muss, wer jetzt antwortet. Ja. Ich weiß nicht, wenn man das macht, vielleicht einfach abwechselnd Ja. oder aber das Ja, ist immer schwierig, weil ab und zu fällt halt nichts Gutes ein und ab und zu schon und dann. vielleicht einigen wir uns in Zukunft drauf, machen wir uns abwechselnd und Ja. ansonsten sage ich, mach einfach so, Ja. das ist, glaube ich, das ist Ja. eher was für dich und dann fällt dir auch nichts ein und sagst du, na, Ja. das wird eher was für dich sein. Dann sag ich, Ja. Dann wäre das sehr aggressiv, dass wir unser Mediatraining noch nicht gehabt Ja, haben. schon, ja. Gut, dann hat die letzten Worte wie in der. Inder? Ich glaube nicht. Der ist ein halber Österreicher, aber kein Inder. So peinlich. Ja. Die letzten, das ist mir noch nie passiert. Ja. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Danke.